der Arbeiter und das ist alles, was zu tun hat mit die Unionen der Arbeiter. And we were told that the labor unions will be one of the things that will bring about a great time of trouble. Ich weiß nicht, in Deutsch Fachbunde, sagt ihr Fachbunde? And so we're going Wij zeggen de vakbonden in Nederland. Die Fachbunde, das sind die Organisationen, schreibt Schwester White, die benutzt werden, um diese Sonntagsbewegung einzuläuten. Now, earlier I told you to read Daniel 12:1 with me. Wir haben Daniel 12, Vers 1 gelesen. Because while this is happening on earth, then what's happening in heaven? Weil wenn dies passiert auf Erden, was geschieht dann inzwischen im Himmel? We saw in Daniel 12:1 that Michael is soon to stand up. He has not stood up yet, but he's going to. Wir sehen in Daniel 12, Vers 1, dass Michael aufstehen wird. But what does it mean for Michael to stand up? Aber was heißt das dann, dass Michael aufstehen wird? Go with me in your Bibles for a moment to Daniel 12:1 again. Wenn wir nochmal zurückgehen nach Daniel 12, Vers While 1. these things are happening on earth with Sunday laws and image of the beast forming in heaven, we have Michael soon to stand up. Wenn auf der Erde wir beschäftigt sind mit den Sonntagsgesetzen und das Bild des Tieres, haben wir im Himmel damit zu tun, dass Michael aufstehen wird. Look what the Bible says. Was sagt die Bibel? And I gave you Daniel 12:1. It says, at that time shall Michael. The name Michael means one who is like God. Also da steht, in dieser Zeit wird Michael auferstehen und Michael heißt ja, wer ist an Gott gleich? One who is like God. Now, when it talks about like God, it means one who's like God, meaning the express image of God. Und wenn es hier sagt, der an Gott gleich ist, dann heißt es, der das Ebenbild Gottes ist. Go with me to Hebrews 1:3 and let's see who is this express image of God. In Hebräer 1, Vers 3 sehen wir, wer das Bild ist. The one who's the only one that's the express image of God is also known as Michael. Weil derjenige, der das Bild Gottes ist, in diesem Sinne ist Michael. Hebrews 1:3. I'll start with verse 1 so you can get it. In the context, verses 1, 2, and 3 will be dealing with the issue of the Son. Now, the Bible does not call Jesus by name here. In chapter 1, in Hebräer 1, Vers 1 bis 3 wird Jesus nicht mit Namen genannt. but nevertheless, the word in chapter 1 is dealing with the divinity of Christ. Aber es hat zu tun mit der Gottheit Christi. Now, this is very important because we got people today in Adventism that's denying the divinity of Jesus. Das ist wichtig, weil wir haben jetzt in unserer Gemeinde immer mehr Leute, die die Gottheit Christi ablehnen. But the Bible gives us constant assurance that Jesus is fully God and yet he's fully man. Aber die Bibel gibt uns immer wieder die Bestätigung, dass er völlig Mensch und völlig Gott ist zu gleicher Zeit. The Bible said, God who at sundry times in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoke by whom also, it says here, hath in these last days whom he appointed heir of all things, also made the God who at sundry times in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he is appointed heir of all things, by whom he made the worlds. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Who made the worlds, according to Scripture? Wer hat die Welt The Son, gemacht? Der in the Sohn. context. And the Son is not a created being in this case. Und der Sohn ist nicht ein geschaffenes Wesen, This is talking about his divinity aber es geht um seine Gottheit as creator als and Schöpfer redeemer. und Erlöser. We're going to find who being the brightness, listen carefully, who being the brightness of his glory. Who's the brightness of the Father's glory? Es sagt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Wer ist denn dieser Abglanz des Herrlichkeits des Vaters? The Father. Who's the brightness of the Father's glory? The Son. Der Sohn. Who created all the world? Who created worlds? Er hat die Welten gemacht. The Son. Der Sohn. Who's expressed? Now listen to this.
who being the brightness of his glory and what? The express image of his person, upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins and sat down on the right hand of the throne of majesty in heaven. Und es sagt, und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. So, according to the Bible, Also der Bibel nach, as we bring a connection here for a moment, lass uns das verbinden. Michael means one who is like God. It's the Hebrew word Michael. Michael, also das Wort Michael Means one who is like God. heißt jemand, der wie Gott ist, an But Gott gleich ist. like God refers to the express image of God. Only one is the express image of God. Aber es geht hier um das Wort Ebenbild. Und And- das ist nur bezüglich auf den Sohn. And that is Jesus himself. Das ist Jesus Christus So selbst. Michael is Jesus. Michael ist Jesus. All right? And when it says he's not archangel, he's archangel, meaning captain over the angels. Er ist der Führer Commander über over die the angels. Engel. Der Okay. Anführer. All right? So we got to time. And Michael shall what? Stand up. Also Now, Michael wird auferstehen. why does the Bible say he must stand up? Warum muss er auferstehen? What was he doing? What has he been doing all this time? Was hat er dann die ganze Zeit getan? The Bible says in Hebrews 8:1, In Hebräer 8, Vers 1. now the things we have spoken, this is the psalm. We have such an high priest that is sat on the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. Da ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. And so we're going to find as we stay close to Jesus, Und wenn wir nah bei Christus bleiben, we're going to find him as a great source of strength as our great high priest. dann sehen wir, dass er ein Brunnen von Kraft ist als unser Hohenpriester. Notice he's at the right hand of the throne of the majesty in heaven. What does it mean for him to be at the right hand? Er steht am Rechten des Thrones Gottes. Was heißt das, dass er am Rechten steht? Go me to Romans 8:34. Römer 8, Romans 8:34 says, Vers 34. who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, is risen again, and is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Hier heißt es, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. So what is he at the right hand doing? Also was tut er hier? Making what? Intercession for us. Er vertretet uns. So when Jesus shall finish his intercession, Also wenn Jesus seine Mittlerarbeit abschließt, there are things that's going to be happening, but one thing that's going to happen is that when he ceases intercession, wenn er aufhört mit das Mittlerwerk, he will step out from between God and man. dann wird er weggehen zwischen Gott und Menschen. And the time in which he will step out is at the time when these laws have become, let's go back here let's go to the next slide, please. All right. When these laws Wenn will diese have become Gesetze major laws within America and around the world. geworden sind in Amerika und über die ganze Welt, On April 2022, am 22. April April 22, 2026, dieses Jahres, the Roman Catholic Diocese of Green Bay, die römisch-katholische Diözese von Green Bay, Wisconsin, Wisconsin, published an article on Mission magazine titled, What does it mean to reclaim Sunday? Sie haben einen Artikel publiziert in Missionsmagazine und haben das genannt, was heißt es, um unseren Sonntag zurückzunehmen. The plan to reclaim Sunday Der Plan, um wieder Sonntag zurückzubekommen, involves closing businesses bedeutet, dass Arbeit an diesem Tag geschlossen, also Läden geschlossen werden müssen. on that day with the aim of reshaping society
damit die Gesellschaft neu geformt wird. Around and a unified day of rest and worship. Rund einen gemeinsamen Tag der Ruhe und der Anbetung. Does everybody see this? Habt ihr das gesehen? I just want you to see where we are. Ich möchte, dass ihr seht, wo wir sind. This is very serious what's taking place. Es ist ganz ernst, was hier passiert. Let's see, in the book Great let's go to the next slide. Won't you see? In the Also, book Great Controversy. In And the next slide. im nächsten, hier It in der says, große Kampf, fearful is the issue which the world will be brought. es sagt, ängstlich ist die Sache, wozu die Welt gebracht wird. The powers of earth uniting to war against the commandments of God. Die Mächte der Erde, die sich versammeln in Krieg gegen die Gebote Gottes, Will decree that all, both small and great, rich and poor, free and bond, shall conform to the customs of the church. werden ein Gesetz machen, dass kleine und große, reich, arm, Freie und auch Sklaven, dass sie sich die Gewohnheiten der Kirche unterstellen, durch einen falschen Sabbat zu halten. They'll conform to the custom of the church by the observance of the false Sabbath. Yes. It says, all who refuse compliance will be visited with civil penalties and will be finally declared that they are to deserving of death. Es sagt, alle, die darin nicht mitmachen, werden bürgerliche Strafen bekommen und schlussendlich wird erklärt werden, dass sie den Tod verdienen. Soon there will be a global decree, Es not wird, just American decree, a global decree. es wird sehr schnell eine weltweite Sache werden, nicht nur in Amerika, To keep the Sabbath of the church or face the consequences. dass du die Sabbat des Kirches halten sollst und sonst die Konsequenzen Comply, tragen musst. keep the false Sabbath, or be punished. Halte den falschen Sabbat oder werde gestraft. This is what's coming. Das kommt. Multitudes in the valley of decision. Mengen im Tal der Entscheidung. And while that's going on earth, while this is developing on earth, what's going on in heaven? Und während dies sich entwickelt auf Erden, was passiert im The Himmel? intercession of Christ is about to cease. Der Versöhnungswerk Christi ist auf der Punkt aufzuhören. But that's what Ellen White says, right? The Bible doesn't really say it. It's just Spirit of Prophecy says it, Aber right? das ist doch nur Ellen White, die das sagt. Das ist doch nicht der Bibel, oder? Well, the Bible does bring it out. Oh ja, der Bibel bringt das auch hinaus. In Revelation 15:8, In Offenbarung 15, the Bible Vers says, 8. and the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power. Es sagt dort, und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. And no man was able to enter the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die 7 Plagen der 7 Engel vollendet waren. What happened? Hey, was geschah The temple hier? was filled with smoke from the glory of God and from his power. Der Tempel wurde gefüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes. What's another word for temple? Was ist denn ein anderes Wort für Tempel? Sanctuary. Heiligtum, nicht? So the sanctuary is filled with smoke from the glory of God and from his power. What part of the sanctuary now is Also- filled with smoke from the glory of God and from his power? Also das